Kelly, Joel? hast du da schon einmal beim Sex gedacht? Oh nee, oh nee, ich muss mich auch nicht hinlegen, dass du gesagt gut nicht gut aus. Ja. Ja, da tun ich mal effektiv schon. Ich meine schon bestimmt mir oft am meinem Leben gedurcht. Das ist aber schon mir lang hier tatsächlich und ich denke, meine Beziehung zu, dass ich mir das gedurcht habe, hat sich verändert. Weil ich denke, früher habe ich mich dann effektiv auch nicht hier gelöscht. Mhm. Und heutzutage denke ich mir, was für ein Quatsch, die Person findet mich sexy an alle Positionen. Das wäre mal nicht high. Und du? Ah, also schon mal das tatsächlich früher öfters gedacht. Heute denke ich mir das auch nach Heinz so. Und dann denke ich so, nee, das ist Quatsch. Das ist wirklich gerade ziemlich egal. Und witzigerweise denke ich mir Heinz auch, wenn die andere Person so gedreht ist, dass sie mich gut nicht gesagt. Also, dass ich dann echt davon ausgehen, dass wenn du irgendeinen anderen Gif nur gucken oder wann irgendeinen das Logie filmen, da gibt das bestimmt komisch ausgesehen. Und das ist natürlich die größte Quatsch, den ich Ja. denken kann. Und dafür drücke mir so Gedanken weit fort und probieren, also auf das zu konzentrieren, was gerade wichtig ist. Dat Heu aus Maybe Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Ja, spannend, dass du mich das gefreut hast, Joel. Weil ich denke, also nicht nur beim Sex war dir so Gedanken, mit mir sind sich ja ständig so Überlegungen darüber, wie holen andere Leute mich woher, fanden sie mich attraktiv oder nicht, fanden sie mich sympathisch oder nicht und so. Und ich habe schon gemerkt, dass die letzten Jahre meine Beziehung zu den Gedanken sich verändert wird. Also ich fand so am Teenageralter habe ich mir noch immens viel so Gedanken gemacht, wo ich dann nicht rausgekommen bin und so irgendwie an so Kräser war, also so Gedankekräser. Und wo ich merke, dass man viel so sich selber mehr akzeptieren und verstehen, dass so Normvorstellungen als einfach auch an unserem Kopf, an unserer Beziehung man selber so erschränken und so. Du einfach der Gedanken, der gut auf Zeit schieben kann. Ich habe mich auch gerade gefragt, wie das geschieht, dass ich die Gedanken über so Selbstdarstellung mehr gelassen holen kann. Wie war das bei dir, Joel? War relativ ähnlich. Also, ich muss so dass ich als Teenager auch echt ein ziemlich schlechtes Selbstbild hat. Also nicht unbedingt von so Menge geistige Kapazitäten oder ob ich ein guter Mensch wäre oder so, mir echt so wie ich ausgesehen. Das finde ich immer ganz kritisch gesehen. Und heinst du, guck den dann so zurück und siehst dir so Fotos, die Leute von einem gemäht und oft. Und dann dir so, boah, okay, am Anfang, also war der Quatsch. Also du hast am Anfang ziemlich gut ausgesehen. Ich habe mich nur gefreut, weil ich sie ja an einer Zeit groß gehen, du go wird das Selfie noch nicht wirklich. Also es gab so Digitalkamera mit Selbstauslöser, das konnte ich vielleicht auch so den berühmt-berüchtigten MySpace-Angle ausprobieren, wenn die Kamera so ganz weit von den fortgehalten mir so wirklich den Selfie-Mode, wo ihn dann direkt gesehen hat, was die gif machen, den gab es noch nicht wirklich. Oder das wäre so etwas relativ Neues. Und ich muss aber sagen, dass an den letzten Jahren ist das Selfie so als Instrument schon als etwas Empowerndes geholt haben, weil ihn einfach dann auch sich so fotografieren kann, dass er gut ausgesehen. Und dann oft, das tun ich mir schon in der Sexting-Episode erzählt, gute Feedback kriegt von Leuten, denen er so Fotos schickt, ob denen dann mehr oder weniger sexy ausgesehen. Und das hilft immens, für eine Perspektive zu kriegen. Ich meine, das aber nicht just das. Ich meine, das auch einfach, da den evoluiert als Person und auch einfach dadurch, der den dann mit mehr Leute den hört, die vielleicht auch eine andere Go haben wie so eine Mainstream-Gesellschaft, an die probiert, sich so anzuordnen als Teenager, den da einfach merkt, okay, die Leute, die fanden mich schön, die fanden mich sexy und das ist das, was wichtig ist, weil das sind die Leute, mit denen ich froh bin, die Leute, deren eine Meinung mir wichtig ist und was so eine Normschönheit angeht, der muss ich schon entsprechen. Ja, also ich denke, eine Sache, die mir an diesem Gespräch auffällt und auch
grundlegend ist, wenn es um so Selbstdurchstellung und noch Selbstwahrnehmung geht, ist, es geht ja nie darum, wie ein Objektiv ausgesagt. Es geht ja immer echt darum, wen sich immer da fühlt, wen gerade ausgesagt oder ist oder so. Also ich meine, das hat mir auch die letzten Jahre immens geholfen, dass so, es geht am Anfang darum, von was ich von Bonnen rausweisen, und wie ich mit mir selber umgehen. Und wenn ich mich selber als selbstbewusst wahrholen, will ich mich selber als mehr cool und sexy und wertvoll und so weiter. Und andere Leute aber auch mich. Also es hat immens viel mit so charakterliche Sachen zu denen, ob man, und mir kann ich auch bei Leuten, ob ich Leute attraktiv fand oder nicht, auch. Also so, ob sie irgendwie zu sich selber auch stehen oder so. Das klingt ein bisschen platt. Ja, ich weiß auch, was du meinst. Also so den Spruch, dass wenn Leute so mit sich selber am Ränge sind oder sich selber attraktiv fanden, dass sie dann auch attraktiv auf andere wirken oder einfach, wenn ihr selbstbewusst ist, dass dann attraktiv auf andere Leute wirkt. Ich meine, dass du schon etwas drin hast. Natürlich ist das doch kein Zauberspruch, mit dem die Leute irgendwie verfeiern kann. So, ich bin selbstbewusst und dafür flippt Leute von mich. Mit Hölle, auf jeden Fall, wenn den zu sich selber steht, wenn ihn sich gut fühlt, wenn ihn sich auch sexy fühlt einfach. Also das ist ja auch ein Grund, wieso es Kleidung, Make-up, Tattooen, was weiß ich, all die Körpermodifikationen und am weitesten Sinn vom Wort gibt, für den sich einfach kann so präsentieren, wie ihn sich selber fühlt, dann sich kann gut da fühlen. Ja. Ja, und ich fand aber auch, dass, wie es wie gesagt ist, Unterstützung von anderen Leuten und auch so das positive Feedback von Leuten, die einem wichtig sind, mega wichtig ist. Und lang, dass ich die Erfahrung gemacht habe an meinem Jugend- und Erwurstenalter, dass Leute mich mega gern haben, jahrelang wollen Kontakt mit mir sehen, mit mir wollen befreundet sein, mit mir wollen Beziehungen feiern. Und so hat man ultra viel mangelig und Selbstwert tatsächlich, also so eine Wertigkeit als Person, sich als wertvoll wahrholen auch gehen. Also da habe ich auch immens viel so an den Beziehungen für mich gelehrt, also mich durch hier auch noch zu sehen, so ein bisschen, weil Leute dich gern haben, aber ja, sie da können vermitteln, wie wunderbar du bist durch hier an, dass in die Perspektive halt auch kann mir Licht anholen, vielleicht auch am Moment da, wo ihn es einem selber so ein bisschen mir schwer fällt. Hast du das Gefühl, dass das auch über Social Media kann funktionieren? Ja, Social Media. Ich habe ein ambivalent Gefühl zu Social Media, was die Sachen angeht. Ich meine nicht überraschenderweise. Ich fand es schon schön, weil Leute, ich weiß nicht, früher war es Facebook, dann Instagram oder so, positiv reagieren auf irgendwelche Zahlfirmen zum Beispiel, die ich poste und so, obwohl ich das mega wenig machen. Vielleicht sollte ich da doch mal mehr machen. Aber wenn das Leute sind und denen mal wirklich etwas leid, freue ich mich doch einfach drauf. Und muss ich irgendwelche Doku über Social Media gucken, für zu verstehen, dass das okay so ein Glückshormon-Rush ist, wenn ich dann ein Like kriegt und so. Und ich fand für allem, wenn ich nicht so den Mainstream-Normvorstellungen entspricht, für eine Community online zu finden, die ihn ultra nice finden, so wie ihn ist, fand ich schon doch mega viele gute Seiten. Und es tut mir auch gut, Leute zu sehen, die ähnlich positioniert sind wie ich, zum Beispiel Queer-Personen, und die nicht den Mainstream-Vorstellungen entsprechen und ja, die vielleicht Ähnlichkeiten haben physisch zu mir, dass sie sich auf eine Art und Weise irgendwie stark und selbstbewusst weisen. Das influenziert ja auch mich. Und ich habe noch gemerkt, dass dadurch, dass ich meinen Instagram-Algorithmus schon auch relativ gut so trainiert tun, dass ich nicht nur weiß, den able-bodied Leute gesehen, aber durch meinen Algorithmus halt auch einfach ganz vielfältig Körperformen und Durchstellungen gefedert kriegen, das schon auch einfach mein Bild von der Welt verändert wird. Davon, weil ich mich auch selber vorholen, was ich mir schön fand, was nicht. Du weißt, ja. Also ich fand, einerseits kann den empowernd sein, andererseits kann den auch mega in Druck setzen. Wie gesagt du das? Mal ziemlich ähnlich. Also ich hatte eine Geschichte, letztes Sommer habe ich ein Foto gepostet, ob der ich so nicht ganz oben ohne wäre. Ich hatte so ein Hirmund, wo schnell drin und hat was einfach ob wäre. Und da habe ich schon eine Geschichte dazu gepostet, dass ich bei dir Schilder und in Erlebnis hatte, dass ich mich irgendwo tatsächlich mit Leuten getroffen habe, für Schwammen zu gehen. Und ich die erste also in einer Gruppe wäre und nicht den Reflex hat, für sobald es in Wasser kommen, etwas umzudrehen, so ein T-Shirt umzudrehen, weil das nicht mehr kein viel von meinem
behaarten, dicken Überkörper gesagt. Also da tun ich eben dann vererbt auch mit dem Selfie und da sind immens viel Likes kommen an ein paar Kommentare und so, wo da Leute Herzen gepostet und natürlich ist das immens cool und das freut den und fühlt den sich schön und sexy und gut aussehend und gemocht und das ist die Positivseite und auch das, was du gesagt hast, dass den eben einfach viel verschiedene Körper kann gesehen und sie Leute, die dann explizit auch dann hier Fehler in der Gimeen weisen, wo ihn dann einfach merken kann, okay, das ist ganz normal, dass Leute so Körper haben und es gibt eine enorme Vielfalt und eine enorme Scheinvielfalt. Das sind die Scheinsachen. Und die anderen Scheinsachen sind eben, dass den, wenn jetzt ein Algorithmus nicht so gut trainiert wird, und dann immens viel normschön Körper gesagt, Leute, die genau wissen, wie sie sich müssen hinstellen, für so oder so auszusehen. Es gibt wohl eine große Diskussion über den Tight Gap, den es zu erreichen gouf, den dann so dünn Oberschenkel mis tun, dass du dann irgendwie Gap wir, wo sich dann immer rausgeschaut okay, wenn den sich richtig hinstellt, dann hört bald jeder den, mehr muss ihn dann aber richtig hinstellen. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, okay, natürlich, wenn den ein bisschen medikritisch ist und ein bisschen kritisch um die Sache geht, da gesehen den noch, was einfach gestaltet ist und was einfach Leute sind, die sich so durchstellen, wie sie sich durchstellen. Aber auch ich, den noch kein großen Training gemäht hat, weil natürlich die Foto, die mir am besten gefällt, da wo ich den Winkel so gewählt habe, dass ich denke, okay, da sieht schon gut aus. Und ich vielleicht doch schon gefragt, die Kollege, hey, von denen du 3 Fotos fängst du dann holen. Ich möchte den selber auswählen, und den Algorithmus möchte dann nachher auswählen, und was schlussendlich dann irgendwie auch könnt, aber was man dem Körperbild möchte, das ist immens schwierig. Also ich bin froh, dass ich nicht halt Teenager sind, aber nach die Gedanken muss dabei machen, was dann nur den Algorithmus irgendwie mit meinem Körperbild, mit meinem Selbstverständnis möchte. Weil ich einfach wieder einen kann rekommandieren, also einfach kritisch zu sein und einfach sich zu überlegen, okay, wen post, was, wieso und wie oft und was das Ziel davon ist. Weil wenn es der Beruf ist, dann viele Influencerinnen, denen sind einfach ihren Beruf so auszusehen, wie sie auszusehen und nebenbei ein paar Produkte zu vermarkten. Aber da musst du einfach immer schöne Bilder posten, dann sind die aber vielleicht auch nur beerbigt, wie auch immer ihn das nennt, ne? Ob das nur ein Filter ist oder ob das einfach schon eng 4 Beerbichtungen ist, an denen sie die richtig Post hält oder einfach die beste Foto hält von Hunderten, die er gemäht hat. Das ist für alles eng hat für nur Beerbichtungen. Für das, für die selber Post denken, ich muss ihn einfach aufpassen, was den wem will weisen und dann zu gucken, was das der Wertung davon hat. Ne? Weil wenn ich die do Foto gepostet hat und hätte just 3 Leute reagiert, das wäre vielleicht nicht so cool gewesen. Ich meine aber auch nicht, dass es super traurig gewesen wäre, weil das mir sowieso nicht so wichtig ist. Ja, das ist ein bisschen unforeseeable, also kann ich nicht so wirklich viel raussuchen, was könnte gut tun, was könnte nicht gut tun, für allem, seitdem sich letztes Jahr, dass man Algorithmus, fand ich, noch ein verstärkt wird, den so krassen Einfluss hat. Und ich fand, weil den sich auch einfach muss für anhalten, als dass so Selfies machen oder schöne Fotos von dem eigenen Leben auf sich selber machen, einfach mega viel Arbeit das. Und mega viel Zeit zu investieren, zu gucken, okay, was für ein Outfit, wie stelle ich mich hin, was für ein Winkel, möchte vielleicht eine andere Person ein Foto von mir, wo sehe ich gerade, wenn ich irgendwelche Props, gerade irgendwelche Blumen kaufe oder so. Und das ist doch einfach viel Zeitinvestment, das was der Grund ist, werde ich nicht viel auf Social Media posten, für, ja, das selber so ein bisschen durchzustellen. Und ich fand, geht ja viel mehr weit, wie nehmen so gesehen ich flott aus oder sind ich irgendwie schön mit das, also so Selbstdarstellung, also auch so wie will ich generell das bleibt mich vorholen. Irgendwie witzig, abenteuerlustig, selbstbewusst, zuverlässig, wie auch immer an. Ich fand eine schwere Aufweihung auch so zu, wie viel will ich von meinem Leben weisen, wie viel will ich mich durchstellen. Und ich finde so ein bisschen Gefühl, dass entweder bei mir also relativ wenig und ich poste bei nichts. Und ich mache vielleicht zufällig ein gutes Foto und dann überlege ich, ob ich mal posten. Oder ich muss schon mega viel investieren, für immer regelmäßig Sachen zu posten. Aber was du gesagt hast, du bist nicht jealous, haut nicht Teenager zu sehen. Ich fand schon auch krass, weil jeder regelt ja überall sein Instagram an. Und das ist ja bald so, wie wenn es nicht nur ein neues Leben haben in real life, mehr das auch noch quasi sich reflektieren muss auf deiner Insta-Page. Das heißt auch du zum Teil ja, viel Zeit und Energie rauflässt,
Ja, it's a mixed bag, ging ich so. Und schon gerade auch müssten wir denken, wie eine Freundin von mir gestern gesagt hat, ah ja, es gehen die Selfien, die ist der Hölz, und gehen die Selfien, die abisch sind. Also so Selfien, wo du dann, du siehst irgendwo, du das gerade gut, du musst gerade zufällig ein Foto von dir oder du fühlst dich gut, dann du hast ein Outfit an, den da vielleicht viel Selbstbewusstsein gibt, und dann hast du einfach ein gutes Selfie und dann so, ah, nice. Und Heinz, du probierst den dann ein Selfie zu machen und gefällt einem einfach nicht. Und dann hast du wirklich abisch, dann zu gucken, okay, muss ich den Winkel von der Kamera verändern oder mich anders das hier sitzen oder etwas anderes das untun oder mein Haar irgendwie anders machen. Und dann trotzdem könnte nicht das Selfie dabei raus, wo ihn sich so gut fühlt wie bei einem, der vielleicht spontan entstanden ist. Also so das Selfie nur sich machen, fand ich eine schöne Praxis, mir gleichzeitig kann auch viel Zeit drin kosten. Und schon darüber nachgedacht, bevor ich abgeholt habe, wie wenig ich am Anfang Selfie für mich machen. Und dann war das nicht so viel, wie ich kennt. Also ich merke so, wenn ich so in einer Beziehung bin und dann eine andere Person gibt. Also ich weiß schon, dass so ein on the other side, den sich über der Selfie freut, weil du viel mehr sicher ist wie Social Media. Wenn du weißt, okay, die Person hat sich verliebt, der hört mich gerne und freut sich einfach mega, mich zu sehen. Fand ich, gibt mir das eine andere Motivation für auch so ein Foto von mir oder von meinem Outfit von dem Tag oder wo ich gerade bin oder so zu machen. Das heißt, an der Phase, wo ich verliebt bin, habe ich einfach mega viel Fotos von mir. An die Phasen, wo ich nicht verliebt bin oder auch nicht in einer intensiver Beziehung bin, geht es viel mehr Selfie von mir, weil ich am Anfang auch schwer fand. Also, take Selfie for my selfie, habe ich mal aufgeschrieben. Weil ich das am Anfang ein bisschen schwer fand, dass ich nicht auch für mich einfach das mache. Wie nimmst du Selfien? Auch tatsächlich von allem für sie Leute schicken. Also auch an Beziehungen. Heinz, da merken sie auch Selfien. Er will sie da schicken, also mit dem Ziel sie zu schicken und dann vergessen ich das aber und dann haben sie einfach ein Selfie von mir. Und die fanden schon Heinz da und denken, ah ja, okay, du hast gut ausgesehen. Heinz, da gibt es in dem Moment, du warst bei irgendeinem Besuch und gehst in die Toilette und dann haben die Leute irgendwie mega gut lucht auf der Toilette. Ja. Und steht die so vom Spiegel und die Haar sieht gerade mega gut aus und ich so, okay, ich muss da einfach ein bisschen Selfie machen. Das ist dann ein bisschen komisch, wenn er nur irgendwie so gesagt, okay, schon da dem sing Dusch fotografiert oder sein Handtuch, was noch da hängt, so, ist vielleicht kein gutes Foto für auf so Dating-Plattformen zu verwenden. Nee, boah, du musst das dann einfach sehen, weil ihn einfach gut ausgesehen. Und das sind dann von ganz coole Momente, das sind dann von ganz cool Selfien. Ja, es gibt noch die Selfien, die umgedreht sind, wo ihnen sich nicht so gut mit sich selber fühlt, oder? Und dann möchte ich Selfie für sich vielleicht besser zu fühlen. Oder ich weiß, dass ich auch, Heinz, du, wenn ich so einen Tag, wo ich mich wirklich emotional nicht gut fühle, den ich mal etwas mega Nices un. Irgendein Outfit, den mir richtig Bock hat, und dann gehe ich raus, und dann mache ich irgendwo ein Selfie, irgendwo an einem Spiegel von einem Schaufenster oder so. Und merken, wie so das äußerlich dann auch mein innerlich positiv verändert. Ich denke, nur wo es kritisch geht, weil man auch ein bisschen bei dem Social-Media-Thema sehen, als wenn ihnen sich nicht gut fühlt, da Foto von sich möchte, für sich besser zu fühlen, und sich dann, wie es die Führer gesagt hat, erwacht, dass halt viele Leute darauf reagieren, und da reagiert vielleicht keiner. Ja. Genau, und insgesamt fand ich es natürlich auch schwierig, so die irgendeine emotionale Balance davon abhängig zu machen, wie viele Leute, ob irgendetwas reagiert tun oder ob mein Selfie gelungen ist oder nicht. Aber es gibt natürlich auch die Idee, wo man sich nicht gut fühlt mit sich, und dann möchte ich ein Foto und dann gesagt, und dann die Fotoscheiße aus, ja, okay. Dann reihen sich vielleicht noch ein bisschen so selber an das vielleicht nicht so hoch Selbstwertgefühl ran. Ja, und das fand ich auch das schwierig tatsächlich, das Social Media. Und wenn man vielleicht auch emotional ein bisschen davon abhängig gehen. Ja, ganz sicher, ne? Also was Währung ist an den Netzwerken, den Likes oder Herzerschau oder was auch immer für Reaktionen kriegt. Ja, gerade wenn er irgendwie emotional vulnerabel ist, wenn da keine Reaktionen kommen, dann ist es nämlich scheiße. Und wenn da kommen, da kann er natürlich auch helfen. Das ist natürlich dann immer schwierig. Das ist vielleicht da besser, wie du siehst, kleine Audienz zu haben, ja, von der sicher Feedback könnt, sicher positive Feedback könnt. Und da muss ich vielleicht auch mal kein Selfie machen. Da kann ich vielleicht auch schreiben, geht man nicht gut, kannst du mich abmuntern. Ja, stimmt. Noch zu Social Media. Hast du schon etwas von Thirst Traps hören? Ja, hundisch. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, wenn ihr ein sexy Foto möchte und hofft, dass Leute dann quasi bockig gehen und einem dann Message schreiben.
Also, sliding into your DMs. Genau. Ja, ich hatte das nämlich bis gestern an den Teilen an meinen Generation Z Matbewohner. Hat man dann davon erzählt, dass da den Trend auf TikTok ist. Und schon auch im queeren TikTok, nämlich dass Leute so Video von sich machen, wo sie dann so an Kamera gucken, so ein bisschen verführerisch oder einfach, wo sie so ein Umstyling machen. Also sie sind zum Beispiel an so Schlabberkleider und dann wechselt die Musik und dann sind sie dann noch immer so mega sexy und flott. Dass das anscheinend ein TikTok-Trend ist. Also sich auch so sexy zu weisen. Ich muss so von früher vielleicht echt so Slut-Shaming auf Social Media und du weißt viel hin zu, hey, das ist okay, so sexy zu weisen und das ist so gut ein Trend. Also ich gesehen natürlich auch Gefahren davon, aber ich gesehen das auch irgendwie als etwas Positives. Also so, dass es mehr okay ist, sich auch selbstbestimmt so sexy durchzustellen. Ich fand das auch schon cool. Also das, wie du siehst, so selbstbestimmt an sich selber flott fanden. Ich meine aber auch, dass dann in sich auch ungreifbar möchte, vielleicht auch ohne zu wissen. Weil wenn dann kein an die EGDMs leidet, dann also ein bisschen blöd. So muss ich immer wissen, wieso ihn die Sache möchte. Also wo ich auch drauf aufpassen, einfach, dass es gibt einfach die Gefahr, dass Leute so Fotos hochladen und entweder irgendwelche anderen Leute weiterschicken oder beerbechten oder was auch immer. Also du musst einfach aufpassen, so wen aus meiner Audienz und da das vielleicht auch einfach dann hängt von der Größe zum Account auf oder da den einfach weiß, wen einem followt und vielleicht so Sachen dann nicht da Privatpost, weil anders auch nicht kann problematisch sein. Muss natürlich nicht und hängt auch wirklich immer vom Contenu auf mehr die Gefahr, also beispielsweise immer da. Ja, da hat man ja in der Sexting-Episode viel darüber geschwärzt, weil so ein bisschen Gefahren sind. Und ich denke, für allem, wenn der Mann jährig ist, soll den auf jeden Fall nach ein bisschen besser aufpassen. Können ja vielleicht den Be Secure Sit verlinken zu Gefahren am Internet. Bezüglich auch immer so sexy Fotos und so. Aber was mir auch noch gefallen ist, wo man so sexy Durchstellungen und selbstbestimmt Durchstellungen als OnlyFans. Ah ja. Weil, also für die von erst die OnlyFans nicht kennen, das ist so eine Plattform, wo viele Leute, das sind oft Leute, die auch schon so als InfluencerInnen oder so viel FollowerInnen haben, drauf gehen und dann halt nehmen, so sexy Content posten. Und wo auch SexarbeiterInnen Arbeit anbieten, an dem sie regelmäßig Content produzieren, Videos, Fotos, aber auch so ganz so Girlfriend-Experiences, also dass sie einem so schreiben, moin, wie geht es, wie war dein Tag, ich denke und das und so. Also ich meine, das ist relativ kontrovers und das ist immer von Person zu Person abhängig, ob sie da OnlyFans als Sexarbeitsplattform gesagt, mit denen sie zoomen möchte oder echt da so als Fanbase. Aber ich denke, dass ein großen Unterschied ist, dass halt nicht wie früher irgendwelche anderen Leute dich managen, auch für dich deinen Content produzieren oder dir so du hast die Video, die mal machen und so hast du zu performen und da gehst du vielleicht auch noch dafür schlecht bezahlt. Ich fand doch ein bisschen schwierig. Also einerseits fand ich selbstbestimmt, andererseits ist natürlich auch viel so, ja, den eigenen Alltag auch krass vermarkten. Also wir wollen so ein bisschen so eine kleine Firma wie. Also zu denen dann wahrscheinlich auch ganz viel Wunsch von Leuten, die sich die Zucht Video oder die Zucht von Foto wünschen. Und wenn den selber aber keine Lust darüber hört, dann hört ihn dann immer just die Schwarze so und ich will das nicht. Und dafür hören ich die so noch nicht, die mir dafür vielleicht Geburte gehen, oder vielleicht könnte ich den dann sein Abo bei OnlyFans und dann sind schon die so Männer so. Also ich denke, also vielleicht dann mehr selbstbestimmt, wie wenn ihn für eine andere schafft, mehr vielleicht aber Männer selbstbestimmt, wie ihn sich das vielleicht vorstellt. Also ich meine, das ist ein ganz, ganz hartes Business für ganz viele Leute. Ja, und noch die ganze Zeit Content mussten zu produzieren und immer erreichbar mussten zu sein. Also ich kenne eine Person, die auf OnlyFans auch eine Zeit lang gepostet hat. Und einerseits so sie, ja, das ist cool, für Sachen bezahlt zu gehen, für Content, den ich sowieso will, uploaden und dann Leute bringen. Und eine coole Form von Sexarbeit, die ja auch so ein bisschen so ein Filter zwischen mir und Leuten bringt. Und so eine Distanz. Und andererseits aber auch die Straße immer weiter müssen zu produzieren und immer erreichbar zu sein. Ja, und gibt trotzdem viel Creeps am Internet. Also ich denke, da sind trotzdem nie komplett sicher. Wenn irgendein Idiot sich entscheidet, die ihre Fotos für Sachen zu verwandeln, die uncool sind. Also ich meine, die Gefahr gibt es natürlich immer.
Ja, me die meisten Leute machen auch sexy Fotos und Videos nicht oder nicht nimmen für auf Social Media oder auf OnlyFans zu posten, mehr auch an ihren eigenen Beziehungen. Oder sagen wir mal so, das ist etwas, was kann viel kommen. Wie ist es mit dir mit sexy Fotos und Videos? Yes, also als alles schon geschieht, sowohl Fotoen während dem oder danach, ich da danach, wenn mein Foto machen, das ist ein bisschen schwierig, weil auch enke ja so ein Sexvideo abgeholt. Ah, cool. Wo die Kamera einfach ein bisschen wie weit Waschung und so, in das ganz nett gesehen hat. Und in her nur da gucken konnte, was da so geschieht ist. Was eine ziemlich witzige Experience wäre, weil ich meine nicht, dass also der Computer hat einen relativ großen Monitor, an dem natürlich die Zeit, wo ihn abgeholt hat, gewiesen, dass ich mir also auch quasi so im Spiegel gesehen. Ah, cool. Wo ich auch schon von Leuten hören habe, wo das quasi die Hauptfunktion ist. Wieso sie Video aufhören, weil sie sich währenddessen dann selber gesehen. Das kann ja auch ganz reizvoll sein. Das wäre in dem Fall bei uns nicht so, aber war einfach so die Idee von, okay, komm, wir machen mal ein Sexvideo und das wäre ja irgendwie witzig. Nice. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich meine, mit einem Sexvideo, da habe ich mich noch nie getraut. Oder dann denken, es hat sich noch nie Situation ergeben, dass es irgendwie stimmig gewesen wäre. Weil ich meine, also klar kann ich sich schon auch viel holen, okay, haut Mama mal ein Video von uns und dann gucken, ob es passt oder nicht. Aber generell habe ich das Gefühl, wäre an meinem Leben echt eine Situation, dass es sich gut ergibt irgendwie, auf eine Art und Weise. Und ich fand, muss ich viel Vertrauen mit den Hunden, für ein Video von sich zu machen. Und ich denke, ich war noch nie in einer Beziehung, wo irgendwie die Stimmung auch noch die Vertrauensbasis so gut gepasst hat, für Leute zu sagen, okay, wir machen ein Video von uns. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich dann nicht mehr mit der Person habe oder vielleicht auch in einer Beziehung mit der Person war und mir da getrennt sind oder so, dass es relativ hart ist, sich das Video anzugucken. Ich denke, das wäre auch etwas, was mich ging, davon auffallen, das zu machen. So ein bisschen den Heartbreak dann. Weil ich denke, ich brauche eine Person, an die ich verliebt sind, mit der ich eine längerfristige Beziehung habe und so weiter, für genug Vertrauen so viel zu machen. Ja, wobei ihn sich dann nicht muss suchen kann ich auch wie bei vielen anderen Sachen auch löschen. Aber das fand ich dann auch irgendwie schwer. Ja, weil ich habe schon einmal gemerkt, als während dem in so, weiß ich nicht, sexy playful Mode war und es war zufällig irgendwie eine Kamera, dann halt Foto und davon zu machen oder auch mittlerweile hat ja all Handy auch eine Kamera. Genau, aber das waren dann meistens so Fotos, die aus meiner Perspektive oder der Perspektive von der anderen Person geholt gehen. Das heißt, da sind beide nie ganz drauf. Ja. Und captured echt so ein bisschen die Stimmung vielleicht. Ja. Genau, ich war eigentlich an einem Zug, an einem Nutzzug. Und da hat man gesagt, am Nutzzug. Und dann wünsche ich, dafür so den Moment festzuhalten, weil das ja schon relativ besonders ist, wenn in so einer Einzelkabine in einem Nutzzug Effektiv, ja. Genau, oder ein anderer Kerl hatte man sowieso den Tag Foto von uns gemacht für irgendwelche Bewerbungssachen oder so, also ugedoen, und du war die Kamera halt nach da und dann lang die da und dann hat sich irgendwie angeboten und dann war es, ja, okay, machen wir Fotoen. Ja, aber vielleicht muss ich sich auch so einfach viel holen, weil das ist auch schwer, dann genau die richtigen Momente zu erwischen, wisst ihr, wo dann so magically happens. Das ist schon echt außergewöhnlich, ich mein Gefühl. Ja, ich habe gerade überlegt, ob es irgendwie so ein große Plan wäre. Also natürlich müssen wir irgendwie ein bisschen Wissen aufbauen. So. Also ich meine, wird effektiv die Webcam von einem iMac oder irgend so großen Druck, den halt da stehen. Nicht Mengen. Also ein bisschen Vorbereitung und das schon und wäre schon irgendwie so, okay, wir machen wir da dann und holen die Video ab. So. Mit eigentlich schon nicht wirklich geplant, was da passieren. So, das ist das auch ein bisschen eng. Viel tut dann immer, was dann wirklich geschieht. Das hat natürlich ein bisschen so die Fidel, dass den dann, dass mir weit Wäschung, dass den nicht das Gefühl hat, wie sie den die ganze Zeit etwas machen mit einfach just eine Ausstellung. Und bon, das ist dann vielleicht mehr oder weniger langweilig zu gucken, je nachdem, wen sich wie bewegt hat. Das spielt die dann auch mit. Also da sind wir dann beim der allererste froh und den Gedanken, so wie ist das dann eigentlich, weil du von der Seite ihn guckt, weil tölt man seine Kamera ab, die das dann abhält. Aber ich meine nicht, dass man das lange geplant hat. Das wäre echt so eine spontane Idee. Komm, wir machen das lo und dann ist das geschieht. Das ist eine spannende Geschichte. Und zu der Frage, ob ihn sich dann einfach anguckt, also ich meine schon Heinz, wo dann so Momente, wo ich denke, so, ja, du kannst mal einfach so da rangucken und ich
das Ganze das aber relativ lang, das ist schon eigentlich noch nie wirklich ganz geguckt. Mir heinst du heute dann so die eine oder andere 10 Mal geguckt. Nee, das ist spannend, so ein Zeitdokument zu haben. Ja, mega. Direkt noch, und ich auch spannend fand, weil ihn da ja wirklich noch ein bisschen so wusste, okay, wie es hat für mich so gefühlt. Und dann gesagt ihn so, okay, wie hat das ausgesehen? Und das ist schon ein ganz, ganz spannendes Gefühl. Mir hast du das Gefühl, dass du mehr so self-conscious warst, während die Kamera da war? Ich meine effektiv nicht, also vielleicht am Anfang, aber dass du relativ schnell irgendwie fortgegangen, weil du den Sex und das, was passiert, das ist mir wichtig schwer, wie das gefilmt gehen ist. Und ich meine, das muss auch irgendwo sein, dass das ein bisschen ausschaut. Wobei ich meine, man auch kann feststellen, dass es interessant kann sein, einfach nur da zu spielen und zu wissen, so ich Kilo beobachte und ich merke extra die und die Sache, weil ich beobachte, weil ich gefilmt bin. Ja, hängt vielleicht auch davon ab, ob er den unturnt, so beobachtet zu gehen. Da kann es schon noch ein extra nice Faktor vielleicht sein. Und auch am Anfang, wo du mich gefragt hast, mal zu self-conscious Sinn beim Sex, ist mir aufgefallen, dass sie eure Porno, die Filme ja auch für allem aus Winkeln an Positionen, dass es halt immer gut ausgesehen. Also du hast ja für drin das ganze Skript von, okay, welche Position machen wir noch, wie, dass möglichst alles gut sichtbar ist. Und du denkst, ich mir auch bei so einem Home-Video gesagt, vielleicht auch für allem, wenn die Kamera statisch ist, gar nicht so viel, weil das viel ja auch verdeckt ist von dem, was gerade passiert, oder? Effektiv, also es ist nicht immer so viel zu gesehen dann. Wobei man eigentlich schon ein bisschen abgepasst und also zu positionieren, den aber ein bisschen Gift gesehen, aber das ist schon ganz anders wie Porno, wo Kameramenschen am Set sind und einfach sich können positionieren und andere Leute sich positionieren und haben wir einfach also Sex gefilmt. Da gibt es ja noch die andere Situation, nämlich dass ihr nicht bei ihnen am Raum ist, während den Foto und ein Video mischt. So sexy Foto und ein Video. Da habe ich das Gefühl, das passiert zumindest in meinem Leben schon ein bisschen mehr häufig. Da sind dann 4 Personen, mit der eine sexuelle Beziehung hat, mal ein sexy Foto mischt. Oder zum Beispiel, wenn ihr Sex gerade irgendwie ein Foto von sich mischt. Genau. Oder vielleicht auch von so Fotos vom Orgasmus, den dann du nur schickt oder so. Oder irgendwelche, so, die nicht so am Sexting involviert sind, aber wo ihr sich dann einfach abschreibt und dann zufällig weiter und dann gleichzeitig Foto mischt und die dann noch so weiter schickt, wenn es schon rüber ist oder so. Genau. Mir du auch da das Gefühl, also bei meinem Leben ist halt so, entweder sind das Leute, die das schon gemäht haben und dann selber anlegen. Nämlich, hast du Lust mal ein Video zu schicken, dann schicken dir ein Video oder die irgendwie anfangen mal zu sexten oder so. Oder dass es wirklich muss eine immens Vertrauensbeziehung für mich sein, dass ich vom selben auf die Idee komme. Schon ein Gefühl, ich brauche für so sexy Selbstdarstellung schon noch so einen Ustupser oft. Irgendwie so etwas, was mich sicher viel lässt. Ja. Bei meiner Perspektive darüber ist natürlich auch, dass es ganz viele Erzählungen gibt von Leuten, die ungefrohten Dickpics kruten. Und ich natürlich kein von denen will sehen, die das machen. Das heißt, ich werde jedenfalls immer froh, ihr das selbst checken und lieber auch nicht mehr sicher gehen, ihr das selbst checken, was die Person vielleicht nicht will gesehen, weil das ist das auch einfach ein bisschen belastend fand. So. Und ich will das auch nicht für Sachen von Leuten gesehen. Wir haben ja schon an der Sexting-Episode viel über die Sache geschwärzt. Schon ein Tipp, der das einfach nicht direkt mit dem allerintimste, was den sich vorstellen kann, aufhängen. Vielleicht einfach mal ein bisschen wie Lösung aufhängen, dann kann die Person vielleicht schon am ersten so halt da, das ist dann okay, mehr viel mehr will ich nicht gesehen. Das kann doch einfach freuen. Und ich fand es doch cool für sich selber, so ein bisschen so eine Chronik zu haben. Von so, ja, sexy Bilder von sich, auch für so zurückzugucken. Ich habe einen Laptop gekriegt. Und am Laptop gibt es ja auch die Funktion, die eingebaute Kamerafunktion. Und du hast den alten Laptop als Sache gelöscht und so. Und du hast den neuen Laptop abgesagt und du hast mir aufgefallen, merkt, ich habe ein Foto aus der eigenen Fotoboot-Kamerafunktion von dem alten Laptop. Und ich hatte relativ lang, ich hatte 5, 6 Jahre, nicht rübergeholt. Oh je. Und das war aber der Platz, wo ich oft also so, keine Ahnung, sexy oder plakisch Fotos von mir selber abgeholt habe. Entweder für mich oder für andere Leute zu checken. Und das fand ich im Nachhinein mega traurig,
dass die da einfach verschwunden sind. Und ja, ich kennt, wenn ich so Leute geschickt habe, kann ich schon vielleicht an die Chats in gucken gehen, für sie zu finden. Mir das, ja, mich nur am Nachhinein ein bisschen traurig, dass die da fortziehen. Weil Ja. das ja aber auch schöne Momente waren. Effektiv. Ich fand Heinz Spiel war so cool für zu gesehen, okay, du hast mich gut gefühlt, du siehst sexy aus. Dann habe ich ein Foto gemacht, dann erinnere ich vielleicht noch an die Situation oder an das Sexting-Gespräch, was dem uns gelaufen was. Das kann schon ganz cool sein, so Erinnerungen zu haben. So, aber Heinz, du hörst ja auch Sex und möchte den kein Foto und lief kein Webcam und tell die nächste von ab. An aber hört den Gefühl, wie wenn ich den dritten du gif nur gucken oder einfach just die andere Person die gif gucken und denkt dir so, ja, okay, gesichtlos so gut der ist, soll ich den Bauer anzeigen, soll ich heim machen, soll ich da machen, muss ich mich auch nicht hinlegen, für besser auszusehen. Wenn das Fidro schon gesagt hat, dass das so am Anfang mega absurd ist, dass den während eine Person mit einem Sex wird, nach Kind denke so, die finden mich schon vielleicht nicht sexy. Ja, it happens. Also, ich eine Theorie, nämlich, du durch das mir von jungem an schon durch Pornoen irgendwie so drauf trainiert sind, den Blick zu haben von Wegseiten aus, wenn Sex wird, passiert das ein bisschen vielleicht auch automatisch, wenn am realen Leben Sex wird. Und ich weiß auf jeden Fall, dass sich das bei mir immens verändert wird, wo ich bis gemerkt habe, dass Porno nicht der Realität entsprechen und ich nicht will, dass Porno Menge sexueller Realität entsprechen, zumindest nicht so Mainstream-Porno. Und dass ich da doch so ein bisschen konnte auflehnen. Aber ich weiß, dass ich auch viel an jungen Jahren mich so unter Druck gespürt habe, da irgendwie vielleicht auch so ein bisschen nur zu spielen. Dass man, so können wir so das Wort Performance an den Kopf Ja. auch. Oder? Und ich ging mir behaupten, ganz viele Leute kommen aber mit Pornoen an den Bildern, an Ideen, die da Porno gibt, an Kontakt, bevor sie die echt kennen. Sexuelle Erlebnisse haben. Sie wird nur, weil sie Porno gesehen haben oder weil in anderen Hinne von einem Porno gezählt hat oder auch einfach nicht mehr, weil sie irgendeinen random Rom-Com gesehen haben. Also ich fand so Ideen, wie Sexualität durchgestaltet wird, Pornografie geht immens über viel unterschiedlich wer ohne als Ruhe drohen. Und ja, meine Theorie ist einfach, dass man dadurch immer so einen kleinen Blick vorbei sind, ob es haben. Auf wie das dann ausgesagt, wenn man Sex haben. Und ich weiß, dass mich da dafür in meinen jungen Jahren viel unter Druck gesagt wird. Auch, und dass ich das Gefühl hatte, ich müsste mich auf einen bestimmten Art drapieren oder so. Oder irgendwelche bestimmte Sachen leisten. Oder wenn der Sex nicht so und so ausgesagt oder nicht hart ist oder was auch immer, dann ist es nicht gut oder so. Da ist so die eine Seite. Und andererseits gibt es natürlich Sachen. Also ich fand, natürlich soll den sich beim Sexy vielen dürfen, sozusagen. Und da gibt es natürlich Sachen, die einem können helfen, sich sexy zu fühlen. Und ich fand die sind auch cool und erlaubt und ja, einfach schön. So, also nicht mehr, weil so die Performance-Date angeht. Mir auch so Selbstdarstellung an einem vielleicht positiven Sinn. Auf jeden Fall. Vielleicht können wir nur noch ein paar Tipps gehen. Ich habe 2 Gedanken nachgehabt bei dem, was du gesagt hast. Also mit dem pornografischen Blick, ich nenne die einfach so, ob das irgend Sex leben und das irgend erleben, du hast mich ziemlich recht. Also das meine ich wirklich, es wird als Generation vielleicht auch schon die 4 drohen. Mir auf jeden Fall steht für ihn, den man da abgewöhnt ist, mit leichtem Zugang zur Pornografie, zum Internet, aber irgendwo beeinflusst wird. Und auch von den, wie mir, aber wahrscheinlich auch viel von den Leuten, die also null ausstrahlen, die Bilder will auflehen, an den Mainstream-Blick will auflehen, bleibt das aber irgendwo am Kopf und zu den aber so die Vorstellungen trotzdem noch am Kopf und muss ihn dagegen auch kämpfen. Das ist, und das ist etwas, was wirklich schön ist. Tut wahrscheinlich, wie du auch schon gesagt hast, nicht just mit Porno, zu dem wir auch mit wie an Hollywood-Filmen Sex durchgestaltet oder an Serien Sex durchgestaltet. Du göttet übrigens eine ganz interessante so Mini-Doku-Serie von Arte. Ich meine, die verlinken wir dann an unsere Shownotes. Nice. Und dann ist mir ein sehr angefallen, wie in dem Ganzen kann ein bisschen entgehen. Und das ist so einfach. Kleines machen. Und dann so mehr. Ja. Es hilft. Also, ich so nicht, der den immer soll Sex am Deich drin holen. Sicherlich nicht, weil das cool, die anderen Personen können sie gesehen und das cool, sich auch selber zu gesehen. Und wenn ihr will an einem Spiegelsaal Sex holen, dann soll ihn das ruhig machen, das ist auch ganz cool. Und wenn ihr sich für Filmen auch gern.
nee, es ist effektiv auch ein Erlebnis und das ihr vielleicht nicht immer direkt denkt, für die Leute auszumachen, an den Sehsinn einfach mal auszuschalten, vielleicht auch gezielt dann so zu machen. Es gibt auch Leute, die sich gerne dann verbannen lassen, an dann so Sex zu haben. Und das also ganz anderes Erlebnis, weil ihn einfach viel mehr auf die anderen sind und dann sich konzentriert an vielleicht auch dann einfach mal ausschalten kann von dem Ganzen, wie gesagt, das aus, weil ich seit sowieso kennt. Das ist ein mega guter Tipp. Ich meine, ich finde das unfreiwillig, letztes Jahr gesagt, weil ich eine Person gedatet habe, die kein Fenster an ihrer Schlaf gemacht hat. Ah ja. Heißt, wenn den Blut ausgemacht hat, war es einfach deichter. Und das war schon auch cool. Ein anderen Tipp, den ich noch hatte, wäre tatsächlich, wenn ihr Lust darüber hört, sich nicht Mainstream-Porno anzugucken. Weil ich fand, das so ein bisschen das, was man für drin oder was ich für drin über den Instagram-Algorithmus gezählt habe, nämlich sich so mit anderen Bildern, an anderen Skripten, an anderen Umgangsweisen irgendwie zu fiedern. Also du merkst schon auch, dass dadurch, dass ich so Gage-Bilder zum Mainstream-Porno habe, dass ich ein bisschen besser auch kann dann ausschalten, den Blick. Oder für mich mehr Handlungsweisen auch spüren. Ja, und dann Tipps zu so sexy Filmen. Ich war immer was, was ihr schon mal online Kamilan geschwärzt hat. Ich meine, das ist so relativ Go-To-Tool, oder? Ja, von denen er besölt, woran er in sich gut fühlt. Und findet er, dass das gut aussieht, dann kann er das ruhig unduen. Und wenn das dann nicht das Allerbequemste ist, dann muss er halt dafür sorgen, dass das relativ sehr ausgedrückt wird. Solange er sich schon sexy fühlt, meine ich, ist das wirklich schon cool. Etwas anderes ist, das ein bisschen so der Gegenteil. Und das kann aber verschiedene Leute ganz viel helfen, als Kleidung unzubehalten. Also gerade zum Beispiel Leute, die in der Dysphorie leiden oder da leben, du kannst nicht durchaus helfen, den T-Shirt unzubehalten. Oder die Beine unzubehalten. Genau, ja. Ja, und ich fand auch, wenn man sich so ein Outfit angetan hat, an dem man sich gut fühlt. Also steht so ein Date hier zum Beispiel, an dem ich mega gut ausgesehen, aber das ist auch eins, an dem ich mich nicht so gut fühle. Und dann so die Kleidungsstücke, die vielleicht auch machen, die nicht in der Wäsche sind, dass sie sich selbstbewusst und sexy fühlt, dann die auch nehmen zum Deal auszudoen oder du mal da ein bisschen zu spielen, und so kann ja auch cool sein. Auf jeden Fall, ja. Es fällt mir nach Make-up an. Ja, also das finde ich auch abgeschrieben. Für mich persönlich möchte ich nicht so großen Unterschied, aber kann man vorstellen, dass das auch ein gutes Tool kann sein. Ja, ich kann dazu auch nicht ganz viel so wie das, aber dass ich mir das halt vorstellen kann. Dann habe ich mir noch abgeschrieben, Intimfrisur. Also sowohl sich rasieren oder das eben zurechtstutzen oder das Wurzel lassen, wie deinem selber eben am besten gefällt. Ich kann auch schon viel helfen. Ich meine, das ist ein Thema, über das man lieber nicht zu lange schwätzen, weil da muss man da ganz viel drüber schwätzen und viel. Ja, muss mein Caps abholen. Ich fand, was für mich einen Unterschied macht, ist, dass ich mich mit meinem Körper beschäftigt habe, aber so selber etwas Gutes getan habe. Und mich dadurch einfach auch schon mehr, selbstbewusst auch wohl mit mir selber spüren. Also, dass es gar nicht darum geht, vielleicht auch was ich mache, aber echt, dass ich mir dafür Zeit holen. Für mich auch selber ein bisschen besser zu fühlen, wortwörtlich teilweise. Ja, mir ist nachher etwas angefallen. Und du kannst auch immer bei einer Episode verweisen, die mir jetzt wie aufgeholt. Der Geruch, der nächste Geruch kann der auch verändern durch Deo oder Parfum oder Burdegoen oder was auch immer. Und das kann auch machen, dass er sich immens sexy fühlt. Ja, und ich denke, also, dass es einfach auch noch so viele andere Faktoren gibt, die machen, dass er sich sexy fühlt. Und ich habe gemerkt, also weil ich schon so ein bisschen probiert, darüber nachzudenken, okay, was heißt dann für mich sexy fühlen? Und ich meine einfach, dass ich mich gut in Beziehung mit mir selber oder mit anderen Leuten spüre und irgendwie so das Gefühl habe, ja, begehrenswert zu sein. So, und das ist mein eigentliches Gefühl, was den, zum Teil auch einfach muss zulassen. Also so, muss ihn sich einfach auch darauf anlassen können, dass er sich sexy fühlt. Auch wenn du sexy vielleicht nicht im klassischen Sinn sexy heißt, aber vielleicht für jede Person auch etwas anderes. Also das ist witzig, dass du das gesagt hast, weil das hat mir mal noch angefallen ist, von einem Ziertelstung, weil ich die ganze Zeit nicht gesagt habe, dass das Komplimente sowohl so unholen, was, wie du gesagt hast, nicht immer so einfach ist, aber ich muss können drauf anlassen. Und ich merke, das heißt du lo nach, wenn eine Person man sieht, du bist so schön, du bist so sexy, ich fand dich so
was auch immer. Ich denke so, geht mit dir, was ist da falsch bei dir? Nee, das ist nicht für das zu denken, das ist für so, merci, du auch. Oder zu so, merci. Also du auch, wenn ihn das dann noch so finden. Also du geht es nicht darum, dann Durchteilsvermögen von der anderen Person auf froh zu stellen, mäßig drüber zufrieden, dann ein Kompliment kriegt. Und wenn ihn das auch so fühlt, dann kann ihn das Kompliment ja gerne zurückgehen. Und so genauso wie es wichtig ist, zu lernen, Komplimente holen, fand ich doch wichtig, zu lernen, Komplimente zu gehen und einer Person zu sagen, dass den sie schön, sexy, was auch immer findet. Dass du gut riechst, dass du sich gut fühlst. Genau. Ja, ich bin eine große Fan von Komplimenten, muss ich sagen. Ich gehe immens gerne Komplimente. Ich kriege auch gerne Komplimente. Und ich fand, du musst ihn doch ein bisschen entleeren, sich zu schummen, oder? Weil ich habe schon das Gefühl, dass man vor langem auch viel gelernt haben, dass Sexualität oder Sexy schon noch etwas ist, für was den sich schummen muss. So begehrens zu haben oder begehrenswert zu sehen oder sich zu fühlen. Nicht nur durch Slutshaming, mich von general einfach, weil Sexualität so ein Tabuthema ist und auch Körper am Anfang irgendwie so ein Tabuthema ist. Und in so viel Schum doch macht kriegt einfach nicht mehr, dass er einen Körper hat, den Körperfunktionen hat. Ja, ich fand auch, sich so losen können, sich sexy zu fühlen, auch viel lastlosen von so Schummt rund Körperlichkeit und Sexualität am Anfang ist. Abschiedefalls. Lohnisch ein Kompliment für dich. Das wäre mir eine super Episode, Kelly. Oh, merci, Joel. Immens gefreut, mit dir über all die Themen zu schwätzen. Mega. Ich kann sogar noch weiter mit dir schwätzen. Also, sie war ein bisschen traurig, dass du schon rüber bist. Ja, ich auch. Cool, aber dann haben wir noch irgendetwas, was meine Leute wollen, mal auf den Weg gehen. Da ewig ein Tipp für sich sexy zu fühlen, ist natürlich genug zu trinken. Weil wenn ihr nicht genug getrunken habt, dann also in die dreiert, dann kriegt ihr Kaffee. Also bleibt hydriert. Bis geschwind. Bis geschwind. Also könnt nach einer kleinen Rubrik, wo wir noch ein paar Tipps gesammelt haben zu sexy Salfien. Also bleibt drin. Ciao, ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to Selfie. Selfien abholen führen allem sexy Selfies als hein so gut nicht so einfach. Dafür haben wir für ihr ein paar Tipps gesammelt. Die sind unter anderem inspiriert von einem kleinen Instagram-Video, den wir erst auf der Website unter der Rubrik verlinken. Tipp Nummer 1. Verstopp dein Gesicht nicht. Zum Beispiel hinter deinen Arm oder Gegenstand. Du bist wunderbar und darfst das auch per Selfie weisen. Tipp Nummer 2. Die richtige Lucht. Dus an natürlich Lucht für 4 ist immer gut. Zum Beispiel 4 große Fenstern. 3. So Sachen, an denen du da gut gefällst und an denen du dich wohl als sexy fühlst. Das gilt natürlich auch für eventuell Accessoires oder Schmink. 4. Fand den Schokolade an der richtigen Winkel für dein Gesicht. Mit richtig mengenisch, den wo du dich am schönsten findest. Das kannst du üben, indem du das Foto hältst an unterschiedliche Positionen, an die unterschiedlichen Winkel nu und nu ausprobierst. Hier kann in einerseits das Gesicht horizontal anderen, das heißt von 4, wenn in der Kopf ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts dreht, oder vertikal, nämlich indem du den Kinn ein bisschen mehr hoch oder ein bisschen mehr tief hältst. Falls du die Beschreibung hier verwirrend findest, guck einmal an das Video, da gibt mir klar, was ich mit unterschiedlichen Positionen vom Gesicht meine. Tipp Nummer 5. Von einer Pose oder auch mehr Posen, die sich für dich gut fühlen. Wo du dich stark und sexy spürst, egal ob das ugedon oder mehr oder minder ugedon ist. 6. Der Kamerawinkel. Sieh nur den Winkel, den das auf hier streicht, was du willst weisen. Also zum Beispiel echt auch von innen, ried oder von oben. 7. Keine Angst für ein Spiegel-Selfien. Tipp Nummer 8. Es kann eine Timer-Funktion verwenden. Zum Beispiel für ein Foto von seinem Hühner zu machen oder einfach für genug Zeit zu haben, für zu posen. Was auch hilft, ist, wenn die Kamera einfach viel Fotos nur nimmt. Tipp Nummer 9. Filteren echter waschlosen. Und dann den 10. und letzten Tipp. Mach da nicht zu viel Druck. Also ihr bleib auf ihren allem geduldig mit dir. Es ist noch kein mit Selfie-Skills vom Himmel gefallen. Nutz die Momente, wo du dich gut spürst, und Lust hast, das per Kamera festzuhalten.
Heiernst du helfe doch ganz viel unterschiedlich Fotoen zu machen. An, das nicht nur erlaubt, mir auch erwünscht, Spaß dabei zu haben. Und zu guter Letzt vergiss nicht, dass nie in anderen so kritisch mit uns wie mir selber. Leute, die froh mit dir sind, fallen dich automatisch schön. Und je nachdems auch sexy. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayvey Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung von der Direction de la Santé am Kader vom Nationalen Aktionsplan Santé affektive et sexuell. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS gehen all Responsabilität und den Inhalter von diesem Podcast auf.